Ottilia läuft in ihrem Zimmer hin und her. Ihr Vater hat sie einsperren. Ich muss irgendwie da rauskommen. Ich muss dem Amund helfen. Aber wie? Das ist wichtig. Es ist jemand vor der Tür. aber ich bin doch Ihre Schwester. Da geht er. Der Feldmeister von Schleim hat ausdrücklich befohlen, niemand reinzulassen. Ich will doch nur mit ihr schimpfen, wie sie sich so schlecht benommen hat. Lassen Sie mich rein, dann kann ich ihr so richtig die Meinung sagen. Also gut, meinetwegen. Aber nur kurz. Was willst du? Agatha zaubert eine Stoffserviette unter ihrem Kleid führen. Sie ist etwas drin eingewickelt. Gutzli. Und Mandel und Weinbeere. Danke vielmals. Ottilia, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber der Vater hat einen Fehler gemacht. Du hast recht gehabt. Findest du wirklich? Der Onkel Nickbert hat uns alle beschissen mit seinem Rezept. Der Vater sollte Majordonna wieder zurückrufen und der Amund. Amund heisst er. Und ich muss ihn finden. Darum muss ich jetzt da raus. Aber willst du jetzt etwa in den Wald gehen? Ganz allein? Das ist lebensgefährlich. Nicht, wenn man weiss, wie man mit Monstern und Ungeheuer umgehen muss. Und ich weiss das. Ottilia! Nur wegen dem Amund. Bitte, hilf mir. Er ist mein Freund. Du kannst aber nicht in diesem Seidenkleid abhauen. Du brauchst etwas Einfaches. Etwas, das weniger auffällt. Komm! Agatha, ich will nicht, dass wir auch so werden wie der Vater und der Onkel Nickbert. Ich auch nicht. Das werden wir auch nicht. Weisst, ich habe ein Porträt von der Mama gesehen, als sie noch ganz jung war. Du gleichst ihr sehr. Du im Fall auch. Wirklich? Ja, sehr. Sie war auch so mutig. Da, nimm den Mantel mit. Hast du schon getanzt und beim Bankett? Ja, schon ganz viel. Die Agatha macht das Fenster auf. Komm, siehst du den Vorsprung dort an der Wand? Ja. Auf dem kannst du laufen, er ist breit genug. Er geht bis zu der Schlossmauer. Dort siehst du dann schon, wo du runterklettern kannst. Und die Wächter? Um diese Zeit sind sie immer total müde und schlafen halb. Von wo weißt du das alles? Ich bin vielleicht nicht ganz so brav, wie alle meinen. Die Herzogin? Ich komme gerade. Und denk dran, dort draussen verhalten sich die Monster vielleicht nicht genau so wie in dem Monsterbuch. Pass auf dich auf. Versprich mir's. Versprochen. Die beiden Schwestern umarmen einander. Die Herzogin? Schnell jetzt. Fort mit dir. Und geh nicht runter. Nein, mach ich nicht. Das gehört sich nämlich nicht für Herzogstochter. Der Amund hat mittlerweile den Berg hinter sich gelassen. Was ist das für ein Ort? Die Landschaft vor ihm ist jetzt flach und weiss. Ist das Schnee? Es tönt nicht wie Schnee. Es fühlt sich auch nicht an wie Schnee. Salz! Eine Salzwüste! Die Sonne geht langsam auf. Ein einsamer schwarzer Berg erhebt sich hinten am Horizont. Das muss der Vulkan sein. Dort wohnt Manticora. Die Sonne steigt immer höher und der Amund läuft und läuft. Trotzdem scheint der Vulkan überhaupt nicht näher zu kommen. Heute oben muss Musso Blamage beim Herzog auf dem Tisch stehen. Wenn ich nur mehr ein bisschen Wasser hätte. Aber es ist gut, dass der Dolph mir den Hut mitgegeben hat. Gut, Hut. Das reimt sich. Wenn ich nur mal etwas zu trinken hätte. Die Luft flimmert jetzt vor Hitze über der weißen Salzwüste. Ab und zu hat der Amund das Gefühl, er sehe jemanden. Aber immer, wenn er näher kommt, verschwindet es wieder. Ich habe schon 2 Zutaten fürs Musso Blamage. Nur noch eine. Dann kann ich zurück ins Schloss. Und der von Schleim wird mir verzeihen. Und ich darf aus dem Tisch einschanken. Wein und Bier und Wasser. 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 Er stolpert und geht um. Puh. Salz. Überall Salz. Lauf ich überhaupt noch? Der Amund schaut auf. Was sind denn das für Wie hoch die Gumpe?
Es sieht aus, als ob die nur ein Bein und einen großen Fuß hätte. Was mein Kopf so alles so findet. Es ist der 24. Dezember und da feiert man Herzogsnachten. Nein, wisst ihr was? Vergesst das. Spielt lieber Hoch soll er leben, sobald der Herzog Klausbert reinkommt. Verstanden? Das Knallerbankett ist seit 3 Tagen in vollem Gang. Da kommt er ja. Fröhliche Herzogsnachten und alles Gute zum Geburtstag und Happy Birthday, hochwohlgeborenste Herzog. Ein vierfaches Hurra auf unsere Herzog. Hurra! 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 Ja, schon gut, Frau Schleim, es lange. Hoch soll er lebendste Herzog. Darf ich euch mit ein bisschen Pfauenleber auf karamellisierte Avocado-Baumblätter in Versuchung bringen? Ich habe keinen Hunger. Nein? Aber was? Dann lasst uns doch ein bisschen den Herzogsbaum bewundern. Voilà! Jede einzelne Nadel von Hand vergoldet. Also, so schaut doch, schaut! Der Herzogsstern, zoberst auf dem Baum. Er ist mit echten Diamanten verziert. Schon etwas Neues vom Major Donner? Etwas Neues? Ja, also... Ich habe gedacht, ich spare die Neuigkeit bis zum Schluss. Es ist nämlich so... Die Brieftube ist zurückgekommen und hat mir ins Ohr gezwitschert.